Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße euch herzlich zum heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama aus Thun. Wir haben folgende 2 Beiträge für eure Sendung. Das neue Album von Ritchie. Ein Besuch im Zentrum für Stressfolgeerkrankungen und Burnout der Privatklinik Meiringen. Es gibt News von Ritchie. Er bringt ein neues Album raus mit dem Titel «Irgendetwas ist immer». Der Peter Wech hat ihn getroffen und ganz viel Spannendes über ihn und das neue Album herausgefunden. 5. Album in 15 Jahren, stimmt das? Soloalbum, Jetzt muss ich mal überlegen, das ist 2009, 14 Jahre. 14 Jahre. Ich möchte dich korrigieren, es sind 14 Jahre. 14 Jahre, also fast. Ja, das 5. Soloalbum in 14 Jahren, ja. Ja, böse Zunge behaupten, es könnte mehr geben. So alle 2 Jahre hätte man eigentlich ein Album müssen, dann wären es jetzt 7. Wer aber sagt das? Ja, böse Zunge. Also nein, ich bin generell eigentlich immer der Meinung, ein Künstler sollte alle 2 Jahre ein Album rausgeben. Aber erstens sind gerade die letzten 4 Jahre seit meinem letzten Album sind 2 ziemlich beschissen gewesen. Also hat man nicht Lust gehabt, weder Lust gehabt, das Album zu schreiben noch rauszugeben, noch zu spielen damit. Von dem her hat sich diese Pause bei mir reingetan und sonst bin ich eigentlich plus minus immer einigermaßen auf Kurs gewesen. Es ist halt noch ein Plüschalbum reingeschneit, wenn man das noch mit dazu zählt, sind es ja 6. Ja. Und dann bin ich dann eigentlich, wenn man von diesen 14 noch die 2 Pandemiejahre abzieht, bin ich wieder im Schnitt. Ist das eine Plattenfirma, die den Druck macht, oder? Nein, meine Plattenfirma macht eigentlich gar keinen Druck mehr. Also ich habe, meine Plattenfirma ist eigentlich nur noch mein Vertrieb. Ich gebe eigentlich ihnen das fertige Produkt mit der fertigen Vision und sie schauen einfach, dass es möglichst viele Leute sehen und bekommen. Von dem her, ja, diesen Druck mache ich mir selber. Kim Franzen und Patrick Schmed haben mit 2 Ärzten vom Zentrum für Stressfolgeerkrankungen und Burnout der Privatklinik Meiringen am Hasliberg über Symptome von Burnout-Erkrankungen geredet. Da kann man ihn bestätigen, ja, sein Körper ist wirklich sehr erschöpft. Aber das Positive ist, es gibt tagsüber ein paar Phasen mit Ressourcen, zum Beispiel hier. Allgemeine Symptome von dem Burnout sind primär mal körperlicher Natur. Insbesondere ganz klassisch am Anfang Schlafstörungen. Die Patienten, die zu uns kommen, berichten, dass sie seit 1-2 Jahren Ein- oder Durchschlafstörungen haben, belastungsinsuffiziент sind, sich gestresst fühlt. Wenn man Symptome erkennt, ist es erstens mal gut, dass man weiß, irgendwas ist nicht mehr in Ordnung, dass ein gewisser Handlungsbedarf besteht, weil das Krankheitsbild an sich sehr gut zu behandeln ist, das muss man auch sagen. Man muss es halt richtig machen, es muss eine richtige diagnostische Einordnung stattfinden, Risikofaktoren identifiziert werden und das macht man am besten in Spezialambulanzen, wie wir es zum Beispiel mit der Stresssprechstunde in unserem Ambulatorium in Bern anbieten oder in Interlaken oder auch hier am Hasliberg. Gerade für dieses Erschöpft- und Ausgelaugtsein haben wir ein großes Behandlungsfeld. Da helfen wir den Menschen, dass sie einfach wieder in ihren Tagesrhythmus kommen, dass sie essen, dass sie sich bewegen, mit Sportangeboten in der Gruppe zum Beispiel. Und dann, dass sie wieder sich entspannen können in der Körpertherapie oder in der traditionellen chinesischen Medizin, bei der Akupunktur, sodass sie überhaupt mal wieder zur Ruhe kommen können. Und ein Baustein dabei, den gerade wir hier oben am Hasliberg anbieten, ist die Messung von der Herzratenvariabilität, mit der ich Stress und Erholung praktisch auf dem Papier sichtbar machen kann. Ich habe hier ein kleines Biofeedback-Gerät, das misst hier über einen Lichtsensor auf meinem Finger meinen Puls. Und mit dem Gerät kann ich direkt sichtbar machen, wie jetzt gerade meine Herzrate schwankt. Das ist die Herzratenvariabilität. Um tatsächlich genauer zu schauen, wo im Tag die Stress- und Erholungsmomente liegen, machen wir eine 24-Stunden-Messung, also über den ganzen Tag. Mit einem kleinen Gerätchen, was man problemlos unter der Bluse, unterm T-Shirt tragen kann, ohne dass man es sieht. Und aus dieser Messung bekommen wir dann hier eine schöne Auswertung, wo ich mich zusammen mit dem Klienten hinsetze und schaue, wo am Tag liegen denn die Ruhebereiche, ja? Wo sind die Phasen, wo wirklich besonders Erholung stattgefunden hat. Wie war die Erholung in der Nacht? Hat die da stattgefunden? Wo sind besonders stressige Momente? Tatsächlich sind wir Menschen für Stress gebaut. Also wir können Stressbelastungen aushalten und fahren dabei den Körper hoch. Und das ist durchaus auch gut für uns. Das Wichtige ist nur, dass ich nach dem Stress wirklich wieder runterkomme und mich erhole.
Wie das Wetter in den nächsten Tagen wird, erzählen uns anschliessend die Kollegen von Meteo News. Das war es vom heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama. Mehr Informationen zu den einzelnen Beiträgen findet ihr unter www.jungfrauzeitung.ch. Ich wünsche euch allen einen ganz guten Abend und danke euch vielmals für zuzuschauen. Ade miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Grüß euch miteinander, ganz herzlich willkommen. Das ist Jungfrau-Zeitung Wetter für den Kanton Bern. Am Morgen war es noch lange Zeit freundlich, zum Teil auch noch sonnig im Verlauf des Nachmittags, aber die Woche immer dichter geworden und von Westen her sind erste Niederschläge aufgekommen. Wenn wir uns die Strömungsanimation anschauen, sehen wir aber, alles in allem ist es weiterhin recht ruhig. Die Luft allerdings ein bisschen feuchter als noch zum Start in die Woche. Auf Samstag kommt dann aus Nordwesten noch eine Kaltfront daher. Jetzt in Nacht auf morgen, da ist es seit längerem wieder mal verbreitet, zeitweise Nassschwellengrenze, die liegt bei rund 1500 Meter. Morgen da trocknet es aber rasch ab und von Westen her gibt es auch ein paar Sonnenstrahlen. Die Temperaturen morgen früh bei etwa 5 bis 6 Grad. Am Nachmittag geht es veränderlich bewölkt mit Auflockerungen weiter. Im Flachland bleibt es voraussichtlich trocken. Am ehesten gibt es im Jura oder auch im Oberlandgebiet so einen guten Regen und Temperaturen. Weiterhin recht mild für die Jahreszeit. Die Höchstwerte liegen bei etwa 11 bis 12 Grad. Am Freitag geht es veränderlich bewölkt und noch lange Zeit trocken weiter. Erst gegen Abend kommen ein paar Regengüsse auf. Die Temperaturen steigen auf 11 Grad. Nacht auf Samstag eine Kaltfrontschwellengrenze sinkt gegen 1000 Meter. Am Samstag gibt es dann noch letzte Flocken gegen 700 Meter im Oberland. Das ist schon trocken. Am Tagstour gibt es die Auflockerungen. Temperaturen die reichen noch maximal 7 Grad. Am Sonntag erwartet uns ein Mix aus hochnebelartigen Wolken und Sonne. Es ist deutlich frischer. In Bern haben wir noch etwa 3 Grad. Dazu bläst eine starke Beise. Am Montag haben wir eine starke Beise. Das Ganze fühlt sich also ziemlich winterlich an. Nochmal, dazu dürfte es aber trocken bleiben. Hat aber am Montag wahrscheinlich dichte Wochen. Auf den Dienstag wird es sonniger und die Beise die lässt langsam nach. Das war vom Wetter. Ich wünsche einen ganz schönen Feierabend und auf Wiedersehen miteinander.